Das Wichtigste schon mal vorab. Die EID kommt vorerst nicht. Das hat der Bund offiziell bestätigt. Es gibt doch kein neues Erscheinungsdatum. Er hat es auf unbestimmte Zeit verschoben. Ausgerechnet seine eigene Sicherheitsprüfung macht dem Bundesrat einen Strich durch die Rechnung. Ciao zusammen, von Gonten hier. Herzlich willkommen zum heutigen Beitrag. In diesem Video habe ich angeschaut, warum der Bund sein wichtigstes Online-Projekt auf Eis legt. Und was das für andere digitale Projekte vom Bund bedeutet. Am besten fangen wir mit einer Rückblende an. Mögt ihr euch erinnern, die EID ist im 2021 zum ersten Mal an die Urne gekommen. Und dann hat das Volk mit 64,4% deutlich Nein gesagt. Dann ist die Neuauflage am 28. September 2025 gekommen. Und da hat das Volk knapp Ja gesagt. Mit 50,39%. Nur 21.266 Stimmen haben den Unterschied ausgemacht. Beim zweiten Mal ist die EID auch mit dem Versprechen verkauft worden, dass sie sicher, freiwillig und gratis sei. Und mindestens bei einem, eventuell auch bei mehr von diesen Versprechen, schädert es jetzt eben ein bisschen. 9 Monate nach einem knappen Jahr zieht der Bund die Notbremse. Warum genau? Zu dem komme ich jetzt gleich als Nächstes. Dass das jetzt rausgestüdelt wird, bedeutet nicht, dass der Bund die EID abgesagt hat. Sondern er hat sie zuerst mal auf unbestimmte Zeit verschoben. Im Februar dieses Jahres hat noch alles nach Fahrplan getönt. Der Bundesrat hat einmal gesagt, die EID kommt voraussichtlich am 1. Dezember 2026. Aber am 30. Juni hat es eben eine 180-Grad-Spitzkehrung gegeben. Das Bundesamt für Justiz hat mitteilt, die Einführung wird verschoben. Ein neues Datum gäbe es zurzeit nicht. Der Grund? Das Bundesamt für Justiz schreibt, dass neueste Entwicklungen bei der KI zusätzliche Probleme gebracht haben. Konkret geht es um 2 Sachen. Einerseits um Deepfakes und andererseits um Schadsoftware auf den Smartphones. Der Bund sagt es so: der Sicherheitsaspekt sei höher zu gewichten als eine Einführung zum ursprünglichen Zeitpunkt. Es hat aber eben schon vorher ein bisschen geholpert rund um die Einführung der EID. Konkret ist es um Folgendes gegangen. Die EID kann unsere AHV-Nummern weitergeben. Die Befürchtung war, dass, wenn man sich mit der EID ausweist, im Prinzip jeder Dienst, bei dem man sich einloggt damit, die AHV-Nummer auch abfragen könnte. Und wer die AHV-Nummer hat, der kann ein ziemlich gutes Persönlichkeitsprofil erstellen. Die Februar-Nachbesserung hat dem ein paar Schranken gesetzt. Neu dürfen nur noch gesetzlich berechtigte Stellen die AHV-Nummer abfragen. Und dann hat das Parlament auf alles ein Projekt noch 1,7 Millionen Franken gestrichen. Die Sicherheit sei davon aber nicht betroffen, sagt der Bund. Also, rundlaufen tut es bei dieser EID nicht unbedingt. Der Bund sagt also, die Schuld seien Deepfakes. Aber was ist ein Deepfake überhaupt? Das wollte ich natürlich als nächstes wissen. Für zu verstehen, was so Deepfakes machen, muss man zuerst wissen, wie kommt man eigentlich zu einer EID. Der Normalweg läuft über das Handy, über eine App vom Bund, und die heisst SWIU. Zuerst fotografiert man mit dem Handy seine Identitätskarte oder den Pass. Und dann macht man eine kurze Videoaufnahme vom eigenen Gesicht. Ein Selfie-Video sozusagen. Die Daten gehen dann an eine staatliche Prüfstelle. Konkret an das Bundesamt für Polizei. Dort werden sie automatisch überprüft, ob das Bild vom Pass und das Video zusammen übereinstimmt. Ist das der Fall, wird die EID freigeschaltet. Das geht nur ein paar Minuten. Der automatische Abgleich ist also der Normalfall. Es gäbe auch noch eine manuelle Überprüfung durch einen Mitarbeiter, aber das ist eher die Ausnahme. Item. Jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Das Video vom eigenen Gesicht soll beweisen, dass da ein echter, lebendiger Mensch vor der Kamera hockt. Dem Ganzen sagen sie Liveness-Check, also eigentlich ein Echtheitscheck. Die Software checkt dann so Sachen wie Bewegung, Lichtreflex und die räumliche Tiefe vom Gesicht. Damit soll sie eine echte Person
von einem Beschiss unterscheiden können. Und da kommen jetzt eben die sogenannten Deepfakes ins Spiel. Ein Deepfake ist ein mit künstlicher Intelligenz im Computer erzeugtes Gesicht. Also ein Video von einem sich bewegenden Gesicht, das aussieht wie echt, aber eben nicht echt ist. Das Problem, wenn so ein gefälschtes Videoselfie gut genug ist, kann das die Echtheitsprüfung austricksen. Dann hält die Überprüfungssoftware der Deepfake für einen echten Menschen und wird dort EID am Antragsteller freischalten. Die Ingrid Reiser vom Bundesamt für Justiz sagt es so: Es muss sichergestellt sein, dass niemand anderes mit manipulierten Bildern und Videos ein EID auf euren Namen ausgestellt bekommen kann. Es geht also darum, dass niemand mit einem gefälschten Video dein Gesicht klauen kann und sich dann ein EID ausstellen kann. Das Problem hat übrigens nicht nur die EID. Genau die gleiche Methode, also Ausweis scannen und Selfie-Video machen, das brauchen heute auch Banken und Handyanbieter, wenn man online ein Konto oder ein Abo eröffnen will. Die Finanzmarktaufsicht FINMA hat die Banken im Februar dieses Jahres ausdrücklich gewarnt. Deepfakes seien eine reale Bedrohung für die digitale Identifikation. Manipulierte Videos seien gäng schwerer zu erkennen. Heisst also, all die ganze Geschichte rund um die digitale Identifikation bekommt ein grosses Problem. Auf das Mal scheint die so sichere digitale Identität doch nicht so sicher zu sein. Wichtig ist noch der Hinweis, die EID wird jetzt also rausgestüdelt. Aber die technische Umgebung hinter dran, das Grundgerüst, das soll prüfen, ob ein digitales Dokument echt ist, das startet trotzdem. Und zwar wie geplant im ersten Halbjahr 2027. Über das Grundgerüst soll jetzt eben die EID zwar nicht kommen, aber zum Beispiel der elektronische Führerausweis, der schon. Jetzt habe ich mich gefragt, ja, wenn die EID-Freigabe auf dem Handy wegen Sicherheitsbedenken noch nicht funktioniert, warum kann man dann nicht einfach ins nächste Passbüro gehen und sich die dort ausstellen? Genau darüber hat es jetzt scheint hinter den Kulissen auch ein Kehr gegeben. Das als nächstes. Der Gerhard André ist Nationalrat der Grünen und im Hauptberuf IT-Unternehmer. Er sagt, Sicherheit heisse nicht Stillstand. Man kann die EID nächsten Frühling durchaus ausstellen, sagt er. Einfach im Passbüro statt online. Und tatsächlich, das neue EID-Gesetz erlaubt die Vergabe auch im Passbüro. Das klingt eigentlich nach einer simplen Lösung. Wenn der Online-Weg unsicher ist, dann macht man es halt vor Ort. Aber der Bund will nicht und stellt sich quer. Es gibt eine Aktennotiz vom Bundesamt für Justiz. Der drin steht, ein Verzicht auf einen Online-Prozess würde die Verbreitung der EID stark verlangsamen und damit, Zitat, den Gesamtnutzen des Programms EID stark gefährden. Das ist ein Satz, wo man schon ein bisschen zu denken gibt. Der Bund will also viel Nutzer und das möglichst schnell. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Und dafür braucht er eben den Online-Zugang. Aber fairerweise gibt es auch eine langweilige Erklärung. Jeder Projektleiter will doch schlussendlich, dass sein Projekt möglichst von vielen genutzt wird. Das ist an und für sich ja noch nichts Böses. Item. Die Vergabe im Passbüro hat aber noch ein anderes Problem. Die Kantone wollen dafür eine Gebühr von 29 Stutz verlangen. Und das beisst sich mit dem grossen Versprechen, dass die EID ja gratis sein soll. Ja noch, wenn der Bund seinem eigenen Online-Identifikationscheck nicht traut, was bedeutet das denn für alles andere, was bundesmässig gerade digital aufbauen wird? Die EID war nie als Einzelstück gedacht. Der Bund selber schreibt, er wolle mit dieser EID die Grundlage für die digitale Transformation bereitstellen. Auf gut Deutsch, die EID soll der Schlüssel sein für ganz viele andere digitale Behördensachen und wahrscheinlich auch für viele aus der Privatwirtschaft. Zum Beispiel das E-Collecting. Damit soll man Volksinitiativen und Referendum digital unterschreiben. Also nicht mehr auf Papier, sondern online. Aber damit das funktioniert, braucht es eine sichere Online-ID oder eben eine sichere EID.
Und da hat man jetzt ein Problem. Ein Fälschungsproblem, das man also mit einem Werkzeug lösen, das sein eigenes Fälschungsproblem hat. Das Ja zur EID war hauchdünn, 50,39%. Fast die Hälfte von denen, die sich abstimmen, haben Nein gesagt. Und viele haben ihr Nein auch mit der möglichen fehlenden Sicherheit begründet. Jetzt bestätigt der Bund mit seiner Verschiebung, dass an diesem Sicherheitseinwand etwas dran ist. Aber auch die Ja-Seite ist enttäuscht. Denen ist etwas versprochen worden, das jetzt nicht kommt. Egal, auf welcher Seite man steht. Ganz wohl ist es wahrscheinlich gerade niemandem so recht. Und jetzt, wie gäng zum Schluss, noch meine ehrliche Meinung zum Thema. Aber zuerst noch ganz kurz. Merci vielmals an alle, die mich mit dieser Spende unterstützen. Ihr wisst ja, Vogonte ist zu 100% unabhängig und rein zuschauerfinanziert. Darum nochmal einen herzlichen Dank an alle Unterstützer. Ihr findet Spendeninfos unter www.vogonte.ch oder auch im Beschreibungstext von jedem Video. Jetzt zu meinem Kommentar. Als erste Reaktion hätte ich gesagt, wenn jemand unbedingt so eine EID will, dann soll er sich die halt im Passbüro ausstellen. Aber dann ist mir ein Gedanke gekommen. Schützt mich der Gang auf das Passbüro überhaupt davor, dass dann trotzdem jemand anderes via Online-Deepfaken EID auf meinen Namen ergattern kann? Ich habe das nachher recherchiert und eine klare Antwort habe ich nie gefunden. Darum bin ich der Meinung, die EID sollte im Moment weder im Passbüro noch online erhältlich sein. Solange nicht restlos sicher ist, dass so ein Gesichtsdiebstahl wirklich ausgeschlossen ist. Und ehrlich gesagt, ich habe sowieso ein ungutes Gefühl bei dieser ganzen Sache. Ich habe mich mit digitaler Identität nämlich schon einmal beschäftigt in meinem Beitrag zur weltweiten Gleichschaltung. Dort beschreiben mehrere Autoren solche EIDs als Schlüssel zu einem grösseren Kontrollsystem. Beweisen kann ich das hier nicht. Trotzdem würde ich persönlich so lange als möglich auf so eine EID verzichten. Aber Geld, was weiss ich schon? Ich habe das ja nicht studiert, als ehemaliger Badmeister. Et voilà! Ja, dann würde ich sagen, das war es wieder mal für heute. Merci fürs Einschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Ich freue mich. Tschüss!